Guten Tag, ihr Leid. Heute machen wir mal was anderes. Und zwar, ich habe Post gekriegt von Nintendo. Das gucken wir uns an. Wir machen Unboxing. Voll aufs Maul, pass auf. Ich habe dieses schöne Paket gekriegt. Nintendo Australien, wie man sieht. Deshalb steht es auf dem Kopf. Mann, der Witz wird immer besser. Was ist denn das da? Oh, das ist mein Mikrofonkabel. So ist das besser. Nee, es ist ein Virtual Boy. Ich hoffe, man kann das irgendwie so einigermaßen sehen. Guck mal, da bin ich. Oh. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, sonst muss ich mir irgendwie was anderes einfallen lassen. Den wollen wir jetzt entpacken. Habe ich frisch gekriegt von Nintendo. Also nicht gekriegt. Ich habe mir das natürlich gekauft. Ich muss dafür teuer Geld ausgeben. Ich glaube, irgendwie was um die 70 Euro oder irgendwie sowas kostet's. Weiß auch nicht genau. Habe ich mir irgendwie, als es vorgestellt wurde, habe ich mir das gegönnt, weil ich ein kleines Nintendo-Fangirl bin und noch nie einen Virtual Boy besessen habe. Und es auch nicht vorhab, mir einen Virtual Boy zu kaufen. Oh, das ist schon mal... Okay, das ist schon mal richtig geil. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Okay. Pappe, raus damit. Mal einfach mal auf den Boden, wie sich das gehört. Also das ist hier... Ich merke schon, das ist hier nicht Plastik, das ist so geil Schaumstoff. Wie gesagt, ich habe nie einen richtigen Virtual Boy. Ich leg ihn mal, Moment, daneben hin. Sorry, die Mikroqualität wird jetzt auch nicht so gut sein, wenn ich dauernd am Mikrofon vorbeirede oder so. Was ist das da? Eine Schachtel. Ein Gelaber. Oh, da ist noch... Gucken wir uns gleich an. Ja, was ist hier drin? Noch mehr Schachtel? Okay, ja, das ist der Ständer. Komm her, du. Der erste Nintendo Handheld, der einen Ständer hat. Normalerweise kriege ich als einen Ständer von einem Nintendo Handheld. So. Auch sorry über meine Aufmachung hier. Ich bin hier noch in Arbeitsklamotten, weil ich noch keinen Bock hatte. Was heißt noch? Ich bin halt von Arbeit gekommen, habe gesehen, dass das Paket da ist und habe mich gefreut. So. Das ist quasi voll am Nabel der Zeit. Was ist denn das da? Nintendo Switch. Also, kann man das erkennen? Nintendo Switch. Okay, da freue ich mich. Ja, natürlich tue ich jetzt das Unnötige, das Unlustige zuerst verpacken, auspacken. Okay. Ich sehe schon. Aber ich verstehe nicht ganz. Gibt es irgendwo eine Anleitung? Natürlich gibt es eine Anleitung. Habe ich natürlich weggeschmissen, wie sich das gehört. Ach so! Okay, ich glaube, ich habe da so eine ungefähre Ahnung. Ich guck mal kurz dieses Dingens da durch. How to use. Aufklappen, Switch rein. Aha. Was ist das da? Moment. Console Alignment. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel Englisch. How to change the adjustment bracket. Ja, guck. So tauschst, der Deutsche ist auch nicht besser, tauschst du die Konsolenhalterung aus. Durch die Verwendung der entsprechenden Konsolenhalterung kannst du entweder eine Nintendo Switch 2 oder eine Nintendo Switch Konsole, soll ich den Finger drauf machen, dass man sieht, wo ich gerade lese, in dieses Produkt einstecken, so rum. Die Nintendo Switch 2 Konsolenhalterung ist beim Kauf des Produkts standardmäßig angebracht. Ich kann ja mal trotzdem gucken, wie es funktioniert. Also, es geht um dieses wunderschöne Dingens da. Und das muss wohin? Da rein. Keine Ahnung. Und, tut mir leid, wenn ihr das wissen wollt. Müsst ihr hoffen, dass ich es von allein rausfinde, weil ich werde die Anleitung nicht lesen. Ich will mich jetzt nicht die Zeit verplempern, da ich auch im Moment keine Switch 1 hier habe.
Ich habe nur meine Switch 2 hier. Also die könnt ihr gar nicht sehen. Seht ihr gleich. Okay, dann hätten wir hier einen Ständer. Dieser Ständer ist wie im richtigen Leben in verschiedenen Winkel anzubringen. Na, das ist ein bisschen, also diese Mutter da, die ist aber ziemlich lose drauf. Also, okay. So, ja. Dann lass mal den Ständer mal Ständer sein. Geht ja um dieses coole Teil hier. Erstmal ein bisschen Panne, oder? Weg damit. Okay, das bappt aber wirklich. Das bappt, wie der Pfälzer zu sagen pflegt. So, und wie geht das hier ab? Da irgendwie. Ah, einfach abziehen, okay. Blub. Weg mit dem Zeug. So, okay. Okay, ich verstehe, was gemeint ist. Also grundsätzlich, das scheint das wohl von oben zu sein. Schön rot. Ich glaube, sie sagen, dass das da die Nintendo Switch 2 Halterung ist. Und das hier wäre dann die Nintendo Switch 1 Halterung. Scheint irgendwie ein bisschen tiefer zu sein. Ich glaube, wichtig ist dann wohl das hier. Also diese Einbuchtung da. So. Dann gucken wir uns das erstmal an. Unten Volume ist eine Attrappe. Kann man nichts drehen. Nix Volume. Also hier. Ich muss mal gucken, wo ist denn die Kamera? Hier irgendwie. Da ist Attrappe. Genauso wie der Controller-Adapter. Den werden wir wohl eher nicht brauchen. Und auch das hier ist ein Attrappenausgang. Genauso wie der Kopfhörerausgang. Aber schön, dass sie es zumindest dran haben. Also was ich wirklich super finde, ist das da. Ah, das ist ja cool. Ich muss mir das jetzt mal vor die Glatze halten. Okay. Für Leute, die vielleicht nicht so einen riesen Zinken haben wie ich, ist es vielleicht sogar bequem, aber das da, wo die Nase, also das wird ja nicht aufgesetzt so wirklich, sondern du hältst da ja dein Gesicht rein, also es sitzt ja nicht wirklich auf der Nase, aber das da ist halt alles Plastik, ja. Das hätten sie vielleicht auch so ein bisschen was Schaumstoffiges machen können. Wäre vielleicht ganz cool gewesen. So, wie funktioniert das Gute? Ich gehe mal davon aus, das ist ein Knopf. Okay, mal hier irgendwo, irgendwas kann man doch hier machen, oder? Los, mach was. Ich will aber auch nichts kaputt machen. Ich weiß, dass du irgendwie aufgehst. Gib mir deine Geheimnisse. Okay. Vielleicht gehe ich doch noch eine Anleitung holen. Habe ich die extra weggeschmissen hier. So, bla bla. Okay, das klappt man von vorne nach hinten auf. Turn the console on and open the Virtual Boy. Ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht zuerst die Konsole anmachen. Okay. Also laut dem Ding klappt man das irgendwie. Ah, okay. Klapp auf. Ah, okay. Ich dachte, da gibt es irgendeine Art Mechanismus. Nee, eigentlich nicht. So, also, sag mal her, das hier. Ich will da jetzt halt, lass mal kurz gucken. Ja. Also, man nimmt dann wohl seine Switch, die da so aussieht. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Man macht die hier hinein. Ohne Joy-Cons. Wäre vielleicht eine gute Idee. Krallt sich die Konsole, macht sie rein. Okay, ja. So würde das dann aussehen, dann kann man wieder zumachen. Aber erst will ich noch was gucken. Und zwar, also das hier ist nur eine Plastikhülle, da ist natürlich keine Technik drin. Da ist auch das Rote, was ihr da seht, ich glaube, das sind einfach nur rote Gläser. Also da sind keine Spiegel drin wie im Original Virtual Boy. So, was ich jetzt wissen will ist, wie sieht es denn da innen drin von der Weichigkeit aus? Weil du musst ja deine Switch da reinmachen. Ah ja, okay, da hinten. Also, das ist die Rückseite. Moment. Kannst du mal kurz zeigen. Das hier ist das Display. Und die kommt so rein. Und da, wo das Display ist, hier drin, kann man das irgendwie sehen? Nicht, wenn ich so mache. Auf dieser Seite, wo das Display ist,
sind so Gummierhebungen, ja, die gehen bis runter. Also, dass da eigentlich nichts zerkratzen sollte. Mir war doch relativ egal, ich habe eh eine Displayfolie drauf. Zack. Okay. Achso, Konsole anschalten. So. Flip. Sag ich mal her. Ja, ich bin noch im Menü. Mal her. Ist ja gut. So. Rein mit. Irgendwie wackelt die. Soll die wackeln? Weiß nicht. Und dann wieder zuklappen oder wie? Ich trau der ganzen. Uiuiui, das hört sich nicht gesund an. Okay, da ist der Klappmechanismus. Irgendwie. Also ihr hört das Geräusch, das ist irgendwie, das ist da unten das Plastik. Ich weiß nicht. Also irgendwie, da bin ich aber jetzt halt mehr gewohnt von Nintendo. Also dass das so, oder mache ich da irgendwas falsch? Wie man hier sieht, das da ist die Switch 2. Das ist der Switch-Adapter, also kann das sein? Ah ja, die Switch 2 ist ein bisschen länger. Interessant. Ich werde mal einen Blick riskieren. Ja, okay. Ziemlich rot und natürlich noch ziemlich sinnlos. Da kriege ich das hin, das euch jetzt so zu zeigen. Seht ihr da was? Also, ja, so ein bisschen Monster Hunter kann ich da ja kennen. Ich habe die Demo von Monster Hunter drauf. So, ja, spiegelt mir selbst. Es gibt halt noch keine Virtual Boy. Wo ist er denn da? Virtual Boy Spiele in der Virtual Console. Deshalb kann ich das euch jetzt nicht zeigen. Was ich euch aber noch zeigen kann, ist, wie der Ständer drankommt. Ich gehe mal stark von aus. Man nehme den Ständer, wird er einfach nur drauf geschoben oder drauf geklippt? Okay. Das ist das, was ich gemeint habe. Hier, da ein Knopfki draufdrücken, damit die Kralle aufgeht. Sowas will ich haben von Nintendo. Wo man einfach aufmachen kann, ohne dass das irgendwelche komischen Geräusche macht. So. Ja, hält auch gut fest, hoffe ich mal, sonst ist nämlich meine Switch gleich hin. Das wäre kacke. Wunderschönes Bild. Ihr seht halt nichts. Ich kann es mal rumdrehen. Hau hopp. Das sieht auch nicht besser aus. Ich geh mal gucken. So. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, wie ich jetzt meine Guckerchen da reinmache. Aha. Okay. Voll geil. Naja, das ist halt. Mikrofon. So. Es ist halt, also mein Tisch ist hier, wenn ich sitze, rechter Winkel zu meinen Armen. Nee, ein bisschen unten drunter, also eigentlich so, wie es sein soll. Und man kann ja hier nicht höher machen oder so. Also bequem ist es gerade nicht. So. Mikrofon. Wenn ich so weit mit meinem Computerstuhl runtergehe, wie ich kann, dann muss ich mich immer noch bücken. Ist vielleicht eher für Kiddies, für Kinder gemacht. Aber ja, oder halt sich einen höheren Tisch, einen höheren Tisch aussuchen vielleicht. Guck mal, ich gucke mal, ob ich das irgendwie hier reinkriege. So, was ist denn aber dieses TPD? Und was ist das da? Ich hätte halt gut gefunden, gleich wieder am Meckern hier, wenn das hier irgendwie der Schalter wäre, um den Mechanismus hier zu öffnen. Okay. Ich sehe gerade, okay, daneben sind kleine Gummiknöpfe, wo Nintendo draufsteht. Die sind wirklich dazu gedacht, um das Ding aufzumachen. Also links und rechts draufdrücken und dann geht das deutlich besser auf. So. Aber das hier ist, das kann doch nicht normal sein. Moment. Lass mal kurz zumachen. Dann hier abschrauben. Wo war das? So war das irgendwie. So. So lässt sich das besser erklären. Also. Aufmachen geht. So, dann wackelt das. Und jetzt kann's
siehst du, also hier so wackelt und dann kann es hier noch, zack, damit es schön einrastet. Aber danach, das da, okay, das ist wohl nur das Anfangsgeräusch. Da ist halt so ein ekliges Plastik-Klemmt-Geräusch, das gefällt mir nicht. Fände ich halt gut, wenn das da oben irgendwie eine Funktion hätte, dass es da unten das Einrasten öffnet irgendwie. Aber wie ihr hier seht, dieser Knopf da, oder die Knöpfe, die haben einfach gar nichts. Die sind halt einfach da. So, aber grundsätzlich funktioniert. Schönes Geräusch. Wenn es zu ist, ist es auch fest zu. Ja, passt schon. Ich habe, wie gesagt, halt, also ich gehe davon aus, dass das die Originalgröße ist. Vielleicht auch dieselbe Gusshüllenform, Scheißendreck. Wie der Original Virtual Boy. Mit Switch fühlt sich's schwer an. Ohne ist es auch okay. Feine Sache. Gefällt mir. Jetzt muss ich halt nur noch warten, bis die ersten Spiele rauskommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell ich Kopfweh kriege. So wie es geplant ist. Nicht geplant war von Nintendo mit dem Virtual Boy. Aber war halt so, dass du ziemlich schnell Kopfweh gekriegt hast. Wenn man den Leuten Glauben schenken darf. Ich glaube mal, bevor ich da Kopfweh kriege ich wahrscheinlich eher Nackenstarre. Nackensparrenstarre. Oder wie das heißt, keine Ahnung. So, das war mein Mega-Unboxing zu dem Virtual Boy Dingens. Achso, wo habe ich das her? Ich muss noch gerade gucken, nicht, dass es das schon gibt. Nee, scheint nicht so. Wo habe ich das her? Über die Nintendo-Webseite halt, über die offizielle Nintendo-Website. Lass mich mal kurz gucken. Ey, Junge, du sollst hier nicht Geräusche machen. Das ist nicht gut. Wo geht er hier leise? Kommst du her? So. Ja, kann man sie bestellen? Ich weiß nicht, ob jeder sie bestellen kann oder nur Leute, die ein Abo abgeschlossen haben von dem Nintendo Online-Gedönse da. Und es ist wohl so. Okay, ich komme hier nicht klar. Moment. Junge. Ich brauch mal kurz hier, so. So, jetzt hat. Wir können ja mal kurz im eShop gucken, live im eShop gucken, ob die Virtual Boy App schon draußen ist. Sieht aber nicht so aus. Wird sie ja wahrscheinlich hier gleich aufgeführt werden. Bald erhältlich. Keine Ahnung, sollen wir mal Virtual Boy eingeben? VIRTUAL. Such mal, Junge. Zeig mal, was du kannst. Wie sie sehen sie nix. Da. Moment. Geplante Veröffentlichung 17.02. Wieso habe ich da noch kein Herzchen dran? So, also 17.02. kommt die eigentliche App raus. Jetzt ist nicht, ist da ein QR-Code. Ja, keine Ahnung. Was steht da? Lies den QR-Code, habe ich vergessen. Ist egal. 17.02. kommt erst die App raus, dass du erst die ersten Virtual Boy-Spiele spielen kannst. Also im Moment habe ich jetzt halt nur die Hardware. Es fehlt noch die Software. Wahnsinn. Mal gucken, ob das cool ist oder nicht. Achso, das Ding selbst kostet, ich glaube, 72 € oder sowas. Ist es teuer? Ja. Ist das was für jedermann? Nein. Warum habe ich es mir gekauft? Weil ich ein Nintendo-Fangirl bin. Von mir aus auch ein Boy. Nehmt es, wie ihr wollt. Nintendo-Fangirl bin ich. So, bestimme ich jetzt so. Steht auch auf meinem YouTube-Kanal. Weil ich ein kleines Fangirl bin. Ein kleines, dünnes Fangirl. Jung habe ich noch vergessen. Hübsch auch noch, genau. Und deshalb dachte ich mir, ja geil. Außerdem, ja, ich habe ja sonst keine Hobbys. Und deshalb habe ich mir das gekauft halt. So, feine Sache. Bin sehr gespannt, wenn die Spiele rauskommen, wie sie so sind. Ich versuche gerade aufzukriegen, so. Naja, vielleicht gibt es da noch ein Video. Das Problem ist, ich kann euch dann ja nur das Video normal zeigen und nicht, wie es
in 3D wirkt. Da könnt ihr dann, keine Ahnung, schielen oder so und dann habt ihr denselben Effekt. Ich habe keine Ahnung. So, ich rede mich hier gerade im Kopf und Kragen. Ich glaube, ich werde das hier jetzt beenden. Und sag mal, geil, mein erstes Unboxing. Juhu. Okay, gut, danke. Fade Out gibt's nicht, habe ich mir nicht draufgelegt. Pech gehabt. Tschö.